Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind dort mit in einer Quest stecken geblieben und zwar haben wir ein paar von diesen Braunbären müssen erledigen, um irgendein bestimmtes Bärenmoschus zu bekommen. Keine Ahnung, was das genau soll sein, aber ich würde sagen, wir machen genau diese Quest weiter, wo wir mal stecken geblieben sind. Irgendwo da hinter uns sollte sich so noch das gefrorene Herz Isuldolfs befinden. Und das müssten wir uns dann auch gerade noch kümmern im Anschluss. Also ich würde sagen, wir müssen uns ganz langsam den Weg sonst aufbahnen, Richtung der Bären entlang. Denn irgendwo da hinten sollte sich dann auch noch Tram von Fettenroy befinden. Tram von Fettenroy. Okay. Klingt ziemlich speziell. Aber ich würde sagen, wir räumen einfach jeden Bär aus dem Weg, bis wir mal da oben angekommen sind. Dann können wir uns mal das Herz zugunsten nehmen. Und dann schauen wir das Ganze mal weiter an. So. Da haben wir nochmal ein Bärenmoschus bekommen. Nice. Gerade noch Kirschere. Come on. Nächste Bär am Boden. So, geküstert. Was, das wäre Diebstahl? Ich habe den erledigt. Geht's noch? Sagt er mir einfach, das wäre Diebstahl? Glaube ich jetzt aber weniger, ehrlich gesagt. Weil, hallo? Voilà, noch das dritte von 4 haben wir schon mal bekommen. Irgendwo da oben sollte sich, glaube ich, das Herz da befinden. Das gefrorene Herz Isuldolfs. Ich kann mir aber darunter gerade momentan noch nicht vorstellen. Ich muss mir das jetzt genauer mal anschauen. Findet sich das da oben drauf oder irgendwo da unten? Also jetzt befinden wir uns genau da, wo das Herz sollte. Ich schaue jetzt mal ganz kurz auf dem Türmchen an, aber da oben drauf hat es gar nichts. Hallo? Das gefrorene Herz Isuldolf. Ich lese mir das jetzt noch mal ganz kurz schnell durch. Beschafft das gefrorene Herz Isuldolfs und bringt es zu Orpheus von Kamaga. Also wir müssen das Herz besorgen vom Isuldolf. Wir befinden uns jetzt genau da, wo es eigentlich sollte sein. Die Frage ist jetzt... Der Vetter Roy. Das ist aber der Vetter Roy. Okay. Auch ein sehr spezieller Name. Aber vielleicht ein Gegner oder so ist das nicht. Im Himmel sehe ich nichts. Und sonst sehe ich da keinen Gegenstand, der rumliegen soll. Ich bin aber eher davon ausgegangen, dass da oben irgendwie ein Gegner rumsteht, den wir besiegen müssen. Und nicht, dass da hat es irgendeinen Höhleneingang oder so etwas. Ich glaube es weniger, oder? Mann! Machen wir uns in dem Fall wieder auf die Suche. Ich meine, das Einzige, was da umeinander wäre der Vetter Roy. Und ich wüsste jetzt nicht mal von dem das Herz würde bekommen. Der würde sich genau auch da drinnen befinden. Nein, das wäre das Tran vom Vetter Roy. Wir haben sogar eine Quest für den noch. Aber eine komplett andere. Dann kümmern wir uns schnell mal um die da. Dann können wir nachher nochmal schauen wegen dem Herz. Oh. Tran vom Fetten Roy. Ich weiss nicht, ob das, wie man das genau aussprechen soll. Ist das der Vetter Onkel oder Fetter Roy? Oh Jesa. Das Spiel hat immer wieder ein paar Geheimnisse in sich drin. Das kann man gar nicht unterscheiden. Hey? So. Jetzt ist aber die Frage. Habe ich irgendeinen Questgegenstand bekommen für das? Nicht wirklich, glaub's. Nein. Nicht wirklich. Aber den Beutel muss ich wirklich mal noch entleeren. Irgendwo da sollte sich das Herz befinden. Aber keine Ahnung, was der genau von mir will. Im Himmel ist nichts, im Boden ist nichts, der Höhle hat es keine. Irgendein spezieller Gegner wartet da nicht auf uns. Speziell. Ich würde sagen, ich kümmere mich sonst jetzt zuerst mal um den Bär da und dann schaue ich gerade mal weiter. Vielleicht taucht dann da plötzlich mal noch ein Gegner auf. Jetzt muss ich die Quest einmal später noch erledigen. Nice, 4 von 4, dann haben wir die Quest nämlich auch schon erledigt. Jetzt fehlt wirklich nur noch das komische Herz. Welche Höhle jetzt? Da wirklich gar nichts, oder? Ich glaube es nicht. Aber eben, es sollte sich wirklich gerade da oben befinden. Das gefrorene Herz Isuldolf. Bin ich völlig blind? Hallo, da oben im Gebüsch liegt auch nichts. Da drinnen ist auch nichts. Nicht, dass ich da jetzt das nicht gesehen, weil es so hinter einer Ecke versteckt ist. Aber es sieht gar nicht danach aus. Hä? In der Höhle haben wir da keine. Jetzt unten noch irgendeinen grösseren Gegner. Nein, es müsste sich wirklich genau da befinden. Wir stehen genau auf dem Zielort. Das gefrorene Herz. Einige sagen, dass Jonah die ganzen richtig im Kopf war. Doch ich weiß, was wirklich passiert ist. Es war das Herz
Dieses verdammte gefrorene Herz, in dem Moment, als er aus dem Grab nahm, sah ich, wie es ihn verändern konnte. Sehe, wie das Blut in seinen Adern gefror. Es war damals, als ich ihn wirklich der Wahnsinn packte. Er verließ uns, um sich in seiner Höhle auf der Nordseite der Insel zu verkriechen. Also es muss eine Höhle sein. Irgendeine Höhle. Das heisst, ich muss da einen Höhleneingang suchen. Höhle. Dann suchen wir da mal rundum nach einer Höhle, wo wir da vielleicht irgendwie reinkommen. Aber allzu weit weg dürfte ja eigentlich auch nicht sein. Es könnte sein, dass da mit dem Turm irgendeine Höhle reingeht. Men. Gott sei Dank habe ich jetzt noch schnell den Text durchgelesen. Normalerweise bin ich zu faul für so Sachen. Aber wenn schon steht Höhle, dann müsste das eigentlich wirklich eine Höhle da haben. Aber ich finde darum nirgendwo eine Höhle. Das Einzige, was ich ist, dass man von dieser Seite her muss noch reinfliegen oder so in dieser Art. Ich schaue mir das Ganze jetzt mal nochmal genauer an. Aber ich bin schlechter Sinne, dass das jetzt wirklich da irgendwo eine Höhle hat. Ich fliege jetzt da wirklich einmal gross rundum. Da hat es einen Höhleneingang. Alles klar. So, wir haben den Höhleneingang gefunden. In dem Fall müssen wir uns hier in die Höhle hineinbegeben, um den Typ zu finden. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich Löli. So. Jodliti, der Schweizer ist in der Höhle. Achtung. So, was erwartet uns echt wohl da innen? Also wirklich viele Gegner sind da nicht rum. Doch davon haben wir so einen. Der verrückte Johann Sterling. Verrückte Johann Sterling. Da unten haben sie sogar Schäfchen und alles Mögliche. Aber da sind sie irgendetwas im Krepieren. Das ist gar nicht les. Gar nicht les. Was machst du jetzt? Ah, jetzt müssen wir den grossen Bär da besiegen. Den soll ich beschützen. Das hilft dir im Fall auch nicht weiter. So, meine lieben Reitierli. Let's go. Kümmern wir uns mal um den Riesenbär da. Weil irgendwo sollte sich dann der andere versteckt haben. Wie es aussieht, ist das wirklich nur am Anfang gewesen. Das wird in dem Fall genau der sein, den wir brauchen. Nice. Irgendwo da oben drauf. Irgendwo da sollte er sich jetzt verstecken. Ah nein, da ist gerade das Herz schon. Also wir hätten das gar nicht mit ihm anlegen. Das ist in dem Fall der, der komplett gaga ist und durchgedreht ist ab dem Herz. Dann sammeln wir uns das in dem Fall gerade mal ein. So, nice. Aufgabe abgeschlossen, das gefrorene Herz. Dann machen wir das gerade wieder auf dem Ausweg. Dann haben wir die 3 Quests nämlich souverän erledigt. Ich weiss gar nicht, ob wir gerade noch eine weitere haben. Ja, wir hätten dann da weiter oben hätten wir dann nochmal 2 Quests. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt mal die ab und schauen weiter nach. Die uralte Rüstung des Kavaldier. Die hätten wir dann auch noch zum Erledigen. Komme ich da irgendwie wieder raus? Jawohl. Ich muss da schnell eine riesen Runde laufen. Einfach machen sie es gar nicht. Hoppla, George. Wo bin ich jetzt da? Alles wieder die Schöfli, alles klar. Dann ist da vorne der Ausgang. He? Super. Verrückte, ja. Jetzt willst du mich nochmal angreifen? Dann gebe ich dir halt nochmal eins auf den Säppel. Wenn es nicht anders schwellen, dann nimm deine Rechnung dafür. So. Jetzt haut er wieder ab. Dann lassen wir ihn wieder abhauen, die kleinen Ratten. Ciao, ciao. Macht's gut. Wir gehen wieder. Der Schweizer hat das, was er will. Und macht sich wieder auf den Weg raus. Ja, moin. Da sind wir schon wieder an der frischen Luft draussen. Nice. Dann machen wir uns schön gemütlich zurück auf den Weg, um die Quest abzugeben. Dann schauen wir, ob wir gerade mal noch ein paar neue bekommen. Sonst haben wir da ja noch weitere Quests zum Erledigen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Aber es ist cool, dass wir wenigstens jetzt mal mehrere Quests aufs Mal wieder bekommen haben. Bei dem letzten Mal haben wir ja immer so eine Quest nach dem anderen müssen machen, also immer so eine einzelne. Da kommt man halt ziemlich langsam vorwärts. So funktioniert das natürlich ziemlich gut. So, Quest beenden. Sprecht mit Zengen im Halunkeneck. Ah, der ist gerade da um die Ecke, dann reden wir mal mit dem da. Quest beenden. Kehrt zum hübschen Terry zurück, um herauszufinden, was Zengen von euch will. Jetzt, ey, hallo? Nein, aber wirklich. Oh Mann, hey, wie faul kann man sein? Das sind 10 Meter. 10 verschissene Meter. Quest beenden. Gratis XP, okay. Besorgt euch ein glänzendes Messer von Silbermond Harry und fangt einen Ganovenfrosch. Bringt dann beides zu Zengen im Halunkeneck. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, wer das ist. Ich glaube, das ist nämlich der da rein. Den wir mal haben müssen, genau, Silbermond Harry, den haben wir ja müssen auf den Zipfel hauen, weil er Schulden gehabt hat. Sally, da sehe ich dich mal von näherem.
Mit dieser schicken Augenklappe. So. Wir brauchen ein glänzendes Messer, das haben wir jetzt schon mal. Und was muss ich jetzt machen? Ganover-Frosch. Ah, okay. Jetzt muss ich das Messer anziehen. Wo habe ich jetzt das? Wo habe ich jetzt das? Hallo, wo ist jetzt das Messer an? Bin ich gerade blind? Ich habe doch jetzt gerade das Messer gekauft. Ich und in diesen Taschen ab und zu etwas finden, das ist auch eine Sache für sich. Komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Ganovenfrosch. Ah, oh, das hat schon gelangt. Ah, okay, nice. Okay. Ich habe das Messer gar nicht müssen anziehen. Ich habe gedacht, ich müsste das Messer anziehen. So, Quest beenden. Wir haben jetzt irgendwie 40.000 XP einfach mal schnell so gesammelt für gar nichts irgendwie. So. Jetzt muss ich mir aber schnell anschauen, weil irgendwo... Ah, er da vorne hat dann noch eine Quest, die wir abgeben müssen. Nein, das ist nicht er, sondern wahrscheinlich eher auf dem Piratenschiff. Aber der hat sogar noch eine offen für uns. Schauen wir uns das Ganze mal an. Da oben der Captain Ludgen Frostrung. Wir haben da das, was du von uns wählen, und zwar Quest beenden. Aber du hast auch keine weitere für uns. Okay. Also, wir haben in dem Fall bis jetzt alle Quests hier erledigt. Dann würde ich sagen, geben wir mal uns da dafür zu der verlorenen Schild von der Oesiriten. Geben dort mal kurz unsere Quest ab. Vielleicht können wir noch weiter rüber und sonst können wir uns gerade mal um die nächsten 2 kümmern. So. Was, der ist da oben drauf? Bist du denn da raufgekommen? Hat der ein Flugtier? Ah nein, da ist ein Schiff drauf. Ja moin. Mal schauen, dass wir das schnell einholen. Kapitän Elias. Sali Kapitän... Oh, ich stecke da fest irgendwie. Kapitän Ellis. Quest beenden. Kapitän Ellis an Bord der gnädigen Schwester in Hollenfjord möchte, dass ihr 5 Schießpulverfässer aus dem Frachtraum des Schiffs besorgt. Okay. Wenn wir in dem Schiff rein. Schießpulverfässer. Ist das gerade da ganz unten oder ist das dort? Ich glaube eher da unten. He? Oh, wow. Hey, was für ein komisches Schiff haben die, wenn da Gegner sind? Okay. Ich brauche ein Ziel. Ich habe Hä? Ziel. Komm, greif nicht an, du nicht so schwierig. Ah, okay. Aber das ist eigentlich mal ein lustiges Schiff, wenn da noch Untote sind, die wir eigentlich bekämpfen müssen. Okay. Holen. Dann nehmen wir uns schön gemütlich um einen nach dem anderen von denen. Ich sehe da fast nichts da unten her. Mega eng! Und wieso sind da überhaupt Gegner? Das verstehe ich nicht. Wieso sind auf dem Schiff Gegner? Das ist jetzt gerade wirklich sehr speziell. Sehr speziell. Hä, mein Drachenvolk haut einfach ab. Wieso haut denn die ab? Hä? Der ist einfach da hinten und weg. Der hat keinen Bock mehr gehabt, okay. So, dann haben wir das nämlich erledigt. Aber wo ist jetzt mein anderer Drachenvolk an? Ja, hoppla Schorsch, der ist einfach abgehauen. Okay. Okay. Ah, da ist er jetzt wieder. Einfach da neben uns an teleportiert. Jetzt hat er wieder Bock an unserer Seite kämpfen. Quest beenden. Vernichtet Sorlov mit Hilfe der dickeren Bertha. Holt durch Sorlovs Beute. Holt durch Sorlovs Beute und kehrt mit ihrem Kapitän Elias auf den gnädigen Schwester zurück. Okay, das wird sich gerade da vorne befinden. Wir fliegen jetzt gerade mal ganz kurz durch. Ah, jetzt hat er sogar wirklich gemütlich da gewartet. Sorlov. Alter, der hat 39.000 Leben. Was willst du von mir genau? Hilfst du mir aber wenigstens irgendwie? Ah, er wird schon bombardiert von dem Schiff da. Er wird vom Schiff schon bombardiert. Gütigsweise, wir haben eigentlich gute Unterstützung. Jetzt muss ich aber schauen, dass da... Ui, da macht mehr schon, dass ich erwartet habe. Ui. Nein, das kommt gar nicht gut. Also das hätte ich wahrscheinlich wirklich nicht so müssen machen. Ich hätte wahrscheinlich wirklich auf dem Schiff drauf bleiben. Ah, dumm. Sehr dumm. Ah. Sehr dummer Entscheid gewesen. Sehr ein dummer Entscheid gewesen. So, da ist das Schiff, das uns wartet. Dann tun wir ganz kurz unsere Leiche wieder einsammeln und dann schauen wir, dass wir auf dem Schiff drauf bleiben. Wir sind ja ein Jäger, also wir können ja eigentlich wirklich gemütlich vom Schiff aus können den abballern. Wo ist er jetzt? Okay. So, jetzt wiederbeleben.
Der schaut wirklich schön gemütlich da abballern. Also blöd gesagt, müssen wir gar nichts anderes machen, als da auf dem Schiff hängen. Okay. Also das wäre jetzt so das, was ich würde sagen. Wir hängen jetzt auf dem Schiff und wartet mal ab, was da so passiert. Etwas mehr kann ich nicht. Oder kann ich da Kanonen bedienen oder irgendetwas? Ah doch, da oben kann ich... Ah! So, grosser Kanonenangriff! Nochmal! Jetzt hat er nicht mehr viel Leben. Alles klar, das habe ich jetzt nicht gedacht. Es hat nichts gestanden von dem, dass wir die Kanonen bedienen müssen. So, Last Hit! Dann haben wir dich nämlich auch erledigt, du Monstrum. Danke vielmals, dass du mich umgebracht hast. Dafür haben wir dich jetzt umgebracht. Das habe ich jetzt nicht gecheckt, dass man da muss etwas anderes machen muss. Jetzt denke ich, wir gehen jetzt voll in den Kampf hin und werden zur Stunde unterstützt. Ah, jetzt muss ich da seine Beute holen, oder? Hä? Solfos Beute. Ah, dort liegt sie jetzt. Okay. Let's do it. Das habe ich gerade gedacht. Aha. Ah, es ein bisschen Gold. Wieso geben wir das denen zurück? Behalten wir es doch. Machen wir uns ein schönes Leben daraus. Ich meine, schau den Haufen an Gold an, mit dem können wir uns einiges gönnen. Mann. Okay, also let's go. Ja, hallo? Könnt ihr nicht mehr kurz auf mich warten? Ihr sind schon Dreckspiraten. Ich nenne sie jetzt wirklich Piraten, weil das... Schau das, was läuft mit denen? Hallo? Der verarscht mich doch jetzt gerade. Wir müssen dann mal schnell den Weg abschneiden. Haben wir jetzt ein Rad ab? Hallo? Wenn das Gold wirklich nicht? Ich behalte es schon. Ich schaffe es nicht einholen. Ich fliege jetzt langsam. Halt mal an, Captain! Ganz langsam haben wir es irgendwie doch noch anbekommen. Okay. Also, da deine Beute. Wir wollen unser XP dafür. Bringt den Schild der Aseriten zur Orphus von Kamugo. Er befindet sich am uralten Aufzug im heulenden Fjord. Okidok. Ich würde sagen, dann würden wir uns jetzt zuerst mal aufmachen, um die zwei Quests da erledigen. Schatz von Schwarzen Konrad und der Stab der Sturmfurier. Dann hätten wir die nämlich auch erledigt und dann können wir da oben nämlich noch gemütlich gerade noch 2 abgeben. Was müssen wir denn bei der genau machen? Beschafft den Stab Sturmforce und bringt ihn zu Orphus von Kamugo in der Hollenden Fjord. Die Frage ist jetzt aber, wo bekomme ich denn den? Ist das einfach irgendein Artefakt, das ich muss auflesen und da warten jetzt irgendwie 100 Gegner auf mich? Oder, ja gut, das sieht eher nach dem aus, wie ich es jetzt gerade gedacht habe. Darauf sollte sich das Artefakt befinden. Komme ich denn das von dem Abdul über? Oder ist das da auf dem Schiff vertreten? Ah, komm. Hallo, meine Drachenfalken. Ah, die sind ja auch tot, weil ich da ja mal vorher die sterben lassen habe. 26.000, das ist aber schon ein bisschen heiter, was sie da von mir verlangen. Okay, aber wir schaffen es. Wir schaffen es gut, wir bleiben einfach schön auf Abstand. Dann sollten wir das gut anbekommen. Jetzt wäre es halt blöd, meine Vögel einsetzen in dem Moment. So, 26.000 Schaden, wir haben 10.000 haben wir schon abgezogen. Also einfach schauen, dass ich halt die ganze Zeit meine Drachenfalken ein bisschen aufheilen. Ah, er macht denen auch noch guten Schaden. Nice, komm, jetzt müssen wir sie einfach durchgehend aufheilen, dann sollte das gut funktionieren. Haben wir denn da noch irgendeinen Boost gerade? Nein, das wird heilt durch 30%. Dann den da rein. So. Nice. In den Kampf kommen wir nämlich, glaube ich, wirklich nicht um. Das Artefakt befindet sich entweder im Schiff oder wir kommen jetzt von dem Abdul, der Wahnsinnige, über. Und der ist wirklich wahnsinnig, der hat nämlich recht viel Leben am Start. Jetzt gibt er aber einen guten Damage-Boost. Ich würde sagen, jetzt klatschen wir da mal unsere Vögel noch rein. Jetzt kommen wir nämlich. Kommen wir in den Drachenfalken, wir überleben das. Nice! So, das ist, wir kommen jetzt aber nicht von dir rüber, also behaupte ich einmal, befindet sich im Schiff drinnen. Also da drinnen ist es nicht. Aha. Also irgendwo sollte sich das befinden, aber die Frage ist wo. Hätte ich mir jetzt den Kampf überhaupt müssen antun? Ganz oben auch nicht. Wo ist denn jetzt das Artefakt? Ich hätte jetzt wirklich behauptet, das sollte sich, wenn schon, unterhalb vom Schiff befinden, aber
Artefakt, wo bleibst du? Das sind ja nur mehrere Kanonen. Da haben wir ja auch nicht. Oh, da geht es noch weiter abwärts. Oh Mann. Lappi, mach die Augen auf. In dem Fall da zuunterst unten, hä? Jawohl! Da haben wir ein Artefakt. Das soll nämlich auch die Stromschläge da ausschlagen. Also der Stab der Stufe, das ist kein Artefakt. Das ist ja ein Stab. Der steht denn dort, ich muss ein Artefakt besorgen? Ja gut. Ein alter Stab ist auch ein Artefakt. Schauen wir es einfach mal objektiv an. So. Ja moin, dann will ich aber da irgendwie raus aus dem Labyrinth. Mein Gott. Ich und Weg merke jetzt. Da innen ist die Stege. Wie komme ich jetzt da hin? Jetzt muss ich so rum, hä? Gott sei Dank bin ich nie auf einem Schiff am Arbeiten. Ich glaube, die Leute würden sich zu Tod lachen, was ich da so vor mir bringen. So, dann haben wir das gut erledigt. Dann machen wir jetzt noch ganz kurz Schatz vom schwarzen Konrad. Sali, Schatz vom schwarzen Konrad. Das hoffe ich wirklich nicht, dass es rassistisch gemeint ist. Da bin ich gar kein Fan davon. Schatz vom schwarzen Konrad. Müsste sich eigentlich auch gerade da befinden. Das ist aber eher die Frage, muss ich so Gespenstchen umnieten? Tarako Mihalkonek will, dass ihr auf dem Plateau am nördlichsten Ende der Insel der Speer gleich nördlich von Isakol auf der Suche nach dem Schatz des schwarzen Konrads macht. Ah, da verbuddelt. Alles klar. Das kleine Häufchen da ist dort drin ist der Schatz versteckt. Dann räumen wir zuerst mal das Gespenstchen aus dem Weg. Cool, ich sammle in dieser Zeit mal schon meinen Schatz ein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sali zusammen! Arr! Ah, jetzt will ich das noch angreifen. Das kann ich über den Text. Ihr seid tot, Landratte! Ja, das glaube ich weniger. Passt lieber auf, dass ihr da nicht gerade sterbt. Und das passiert nämlich jetzt auch gerade. Wenn der Schweizer beleidigt, dann kommt eins auf den Deckel rüber. Ganz leicht, anders geht es gar nicht. So, da. Gib mir mein Schätzchen und gut ist. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann würde ich sagen, ab zum Quest abgeben. Auf die andere Seite von dieser Schlucht. Das ist eine coole Konstruktion, da mit dem Hin- und Herfahren. Für Leute, die eben nicht fliegen können, wäre das sicher mal noch cool. Aber durch das, dass wir da ein wunderschönes Reittier haben, müssen wir das natürlich auch zu Nutzen machen, würde ich jetzt mal sagen. So. Ja, das sollte sich gerade auf dem Berg oben befinden. Ich glaube, da sind wir ja schon mal gewesen. Und schon ziemlich gut. Hallo? Genau, das steht da vorne. Okay. Nice, jetzt hat er sogar noch ein Jüngeres dabei, nicht? Herzig. So. Quest beenden. Quest beenden und das gefrorene Herz. Quest beenden und Level 65. Nice Sache. Wir haben eine neue Fähigkeit bekommen, und zwar Exotenzähmer. Die können wir uns natürlich ganz gut schnell angüchseln. Passive Exotenzähmer. Das ist auch eine passive Fähigkeit. Ihr habt die Kunst der Wildtierbildung gemeistert. Erhaltet die Fähigkeit, exotisches Tier zu zähmen. Also wir können jetzt exotische Tiere zähmen. Was ich darunter muss verstehen, weiss ich auch noch nicht so ganz. Aber ich würde sagen, wir machen uns direkt mal auf den Weg zurück. Und schauen uns die ganze Sache mal noch an da vorne, weil dort haben wir jetzt noch eine Quest zum Abgeben. Es ist auch die Frage, ob wir dort nochmal gerade eine nächste Quest-Reihe bekommen oder ob das jetzt langsam alles war. Weil ich würde sagen, sobald wir in den heulenden Fjord einigermaßen gut dran sind, machen wir uns wirklich in die Drachenöde. Weil da haben wir ja wirklich noch Quests offen, wo wir noch einen besseren Gegenstand würden bekommen. Ich hoffe aber eigentlich noch, dass wir da weitere Quests bekommen für den Bereich hier, wie auch für den Bereich hier. Aber das müssen wir uns anschauen, wie das Ganze dann rauskommt. So, wir haben dann immer noch Post bekommen vom Aktionshaus, das müsste ich mir dann auch mal wieder antun. Level 65! Wupp, wupp. Nein, da haben wir sogar gerade noch die nächste Quest am Start, aber ich würde sagen, wir geben jetzt mal die noch ab. Sali, Taruk! Quest beendet! Durch das haben wir gerade noch das nächste Kapitel abgeschlossen. Da vorne wartet dann auch schon der tanzende C-Game auf uns, um uns die nächste Quest eigentlich aufteilen. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns an, und zwar in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde. Wie auch wenn wir hier im Schweizer Tag mal für Sie schalten. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis dann. Ciao!